Yo, ich sage dir, du Dulli, denn du rockst kein Blue Hoodie. Und damit herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweitkanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer blauen Mütze, einem blauen Hoodie und einem blauen Licht. Ich war vor ein paar Wochen in Köln bei Softoff und habe 7 Girls geblinddatet. Das ist schon ein paar Wochen her und ich habe absichtlich noch nicht darauf reacted, denn ich brauchte so ein bisschen Abstand von diesem unglaublichen Cringe. Aber wir reagieren jetzt darauf. Es wird wirklich ein unglaubliches Cringe-Fest. Ist mir aber egal, ich kann nicht daten, ich kann nicht flirten. Ich hab's gemacht, ich war unglaublich nervös, aber wir gehen rein, Abfahrt. 1000 Likes, 300.000 Aufrufe, ist okay. Die Kommentare waren so mittelmäßig. Ich glaube, viele Leute haben meinen Humor nicht ganz gecheckt. Aber wisst ihr was? Ne, wäre ja nicht Anek, der ist ja auch uninteressant oder so, sagen Business-Leute. Heute haben wir bei 7 Mädels Blind Daten den fantastischen Adi Totoro. Schön mit der Tasche. Jetzt mal no joke. Wenn ihr zuguckt und ein Girl seid, so eine Tasche, dieser Hoodie, das ist doch einfach ultra cute. Dann schreiben Leute so in die Kommentare rein, also der trägt Adiletten und hat so eine Plüschtier-Tasche dabei. Das kann ja nix. Ist jetzt Real Talk. Wenn ich ein Girl wäre, ich würde das cute finden, Digga. No cap? Zu Gast. Die günstige Version von Hazelbrugger. Hinter dem Vorhang warten 7 Frauen, die bereit sind, sein Herz zu erobern. Jede Runde fliegt Die bereit sind, sein Herz zu erobern. Aber bin ich auch ready, ihr Herz zu erobern? Man weiß es nicht. eine raus, bis am Ende nur noch eine übrig ist. Wird Adi die Liebe seines Lebens finden? Ich bin mittlerweile 24 Jahre alt und es wird eng. Wir finden Ey, ich bin mittlerweile 25 Jahre alt. Ich hatte Geburtstag. Bin näher an 100 Jahren als an 24 Jahren. Weil man kann nicht jünger werden, versteht ihr? es heraus. Und wenn Adi einmal nicht weiter weiß, kann er unseren neuen Joker benutzen, der ihm eine Entscheidung abnimmt. Ich weiß selbst nicht, was dann passiert, also bleibt gespannt. Herzlich willkommen zu Blind Daten mit Adi Totoro. Woo! Moin, da bin ich. Hier haben wir einen gezüchteten Pomeranian von Softoff. Der ist ultra cute. Der ist kleiner als ein Hamster, ist leider halt ultra gezüchtet, was ich jetzt nicht so nice finde, aber er ist cute. Was geht ab? Wir sind direkt in der ersten Runde. Okay, ganz kurz zum Kontext. Man sieht die Girls wirklich nicht. Die sind hinter dem Vorhang und ich war ultra motherfucking nervös. Ich bin vor Drehs manchmal ein bisschen nervös, manchmal weniger, manchmal mehr. Aber vor diesem Dreh, ich war wirklich ultra todesnervös. Ich weiß nicht wieso, weil dann halt am Ende des Tages trotzdem Menschen hinter diesem Vorhang stehen und man die bewertet oder irgendwelche dummen Sprüche macht, wenn ich es bin. Und ja, deshalb war ich ultra nervös und ich glaube, man merkt es mir auch manchmal ein bisschen an. 7 Paar Schuhe, was denkst du? Wir haben hier vorne Ackboots. Ackboots sind einerseits shit wegen Leder und so Story, ne? Aber Ja. sie sehen halt leider gut aus. Ja, ist so bei Ackboots. Die sind doch so ein... Aber das Quatsch, guck mal hier, die Socken und ich weiß nicht, ob das sind Fake-Ackboots, ne? Und die Socken, ist shit. keine Ahnung, irgend so ein random Laden. Ich habe die für 10 Euro gekauft. Okay, Fake Ackboots. Ist das besser oder schlechter? Ne, ist schon besser. Naja, also, ne, Fake-Ackboots sind natürlich Fake-Ackboots. Okay. Die sehen ja gleich aus, ist eigentlich egal. Zweite ist so ein bisschen edel. Dann Ja, das Shit. Zweite ist Shit. Ich war ein bisschen zu nett. Guck, ich sag's jetzt ganz kurz hier im Video. Erste Shit, zweite Shit, dritte okay, vierte Shit, fünfte Shit, sechste kann Swag haben, siebte ist einfach ein Phoebe-Zuschauer. Sneaker. Ich habe von Sneakern absolut keinen Plan tatsächlich. Dann haben wir dort so Funktionsschuhe, würde ich sagen. Dann No joke. Ich sage jetzt ganz abgehoben. Ich sage jetzt ultra abgehoben, aber ist mir scheißegal. In diesem Bild hier habe ich die coolsten Schuhe an. Diese Oversized-Hosen mit diesen Adiletten 22, Digga, das sieht einfach am freshesten aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ihr könnt nicht kommen hier mit so Stiefeln oder das einfach, Digga, so läuft halt wirklich jeder Zweite rum draußen. Das ist nix, Leute. Das ist nix. haben wir da nochmal Nikes. Die finde ich jetzt tatsächlich nicht so geil. Auch weil die Jeans da so drauf droppen. Dann aber nochmal edel. Und dann der klassische Phoebe-Viewer Fit am Schluss. Wenn du jetzt eine Freundin hättest, welche Paar Schuhe würdest du ihr geben? Zum Beispiel diese edlen Schuhe sind halt für einen Naja, ich würde ihr keine Schuhe geben, weil ich will die Füße sehen. Anlass, wo die auch passen. So im Alltag würde ich es der nicht geben. Die zweiten von hinten auch sechsten? nicht, aber die haben trotzdem Swag. Bei den Ackboots finde ich jetzt die Ja, Socken ein bisschen affig, muss ich sagen. ja, affig, das war nett ausgedrückt, sieht shit aus. Ja, schon ein bisschen affig. Du darfst eine Frage stellen. Hast du eine? Okay, ich komme ja aus der Schweiz und in der Schweiz ist Geld sehr wichtig. Deshalb muss ich direkt am Anfang fragen, was habt ihr für eine Ausbildung oder mit was verdient ihr euer Geld und am besten noch, wie viel Geld verdient ihr? Ja, man muss ja auch einfach mal, guck, das ist ja Blind Date, du musst auf den Punkt kommen. Einfach mal sagen, wie viel Geld man verdient. Ist es dir wichtig, dass deine Freundin Geld verdient? Ich will ein Spielermann werden. Spielermann, Ja. okay, nice. Spielermann. Kandidatin. Ja, by the way, guter Joke, ich will ein Spielermann werden. War natürlich eine Anspielung auf Spielerfrauen, die irgendeinen reichen Dude suchen und ich will halt Spielermann werden, weil es Spielermänner nicht so gibt. Ich suche mir eine reiche Frau und werde dann Spielermann. Aber irgendwie den Joke haben, glaube ich, nicht so viele gegettet. 1. Wie viel Geld Ich habe mir echt Mühe gegeben bei diesem Joke. verdienst du und was machst du? Also ich mache noch eine schulische Ausbildung als Sozialassistentin und nebenbei arbeite ich im Club und da verdiene ich halt 520 € Minijobbasis.
Lass mal so durchgehen. Nächste. Kandidatin 2, was machst du beruflich und wie viel Geld verdienst du? Ja, ich würde so sagen zwischen 1,7 bis 2. Ich mache eine Ausbildung. Ey, guck mal den Hund an. Der ist einfach tot. Der ist einfach zu einer Ratte geworden. Zu so einer weißen Laborratte. Als Chemikantin und dazu habe ich halt auch einen Minijob in einem Club. Chemikantin. Ja, Ist das Chemikerin? ja, sozusagen. Ja, ich habe noch ein bisschen probiert, Fragen zu stellen. Ich arbeite in einer großen Anlage. Ich kontrolliere halt die Prozesse und Ah, das ist so wie Laborantin, nur mit Chemie? ja, also wie Laborantin nur in groß. Also ich bin halt in der Produktion tätig. Wir beide haben halt einfach absolut nichts verstanden, glaube ich. Ich habe tatsächlich nichts verstanden. Ich würde weitermachen Ja, ich sag's ja. mit der dritten Person. Also ich mache noch Abitur und habe auch einen Minijob oder eher gesagt 2. Einmal arbeite ich im Hotel im Service und auch im Club hinter der Bar. Digga, wieso arbeiten 3 Leute im Club? Wieso arbeiten die alle im Club? Okay, Kandidatin 4, was machst du beruflich? Ich mache eine Ausbildung als MFA und verdiene so 900. Was ist NFA? Medizinische Fachangestellte. Aha. Die könnte dich also verarzten. Oh. Gut. Kandidatin Naja, also verarzten mag ich tatsächlich als Rollenspiel. 5. Ich arbeite als Kulturmanagerin und habe aber eigentlich Nachhaltigkeitswissenschaften im Master studiert. Also Nachhaltigkeitswissenschaften im Master. Das ist geisteskrank. Also das ist eigentlich schon, da sollte man den Schuss hören und aufhören. Also Nachhaltigkeitswissenschaften im Master, das ist ja geisteskrank. Wieso studiert man das? Also es ist natürlich ein geiles Thema, aber wieso studiert man das? Was wird man da? Professor für Strohhalme im McDonald's? Nee, ist obviously ein gutes Thema, aber krass, dass man das studieren kann und dann tatsächlich auch studiert. aber auch so die Range vom Gehalt 1,7 bis 2 würde ich. Digga, du studierst Nachhaltigkeitswissenschaften und verdienst 1,7. Es ist wirklich krass. Du kannst in der Schweiz einen Ferienjob, einen Urlaubsjob machen und du verdienst 2,5. Du machst nur Schrauben in so ein Loch rein mit so ein bisschen Öl. Das machst du den ganzen Tag, verdienst 2,5. Das ist geisteskrank. Würde ich mich mal anschließen. Also reich bist du bis jetzt noch nicht. Nee, das wäre tatsächlich in der Schweiz ein schlecht bezahlter Urlaubsjob. Aber ich finde es cool, dass Naja, also ich bin ja selber reich. Nee, bin ich nicht. du in der Kultur arbeitest. Kandidatin Ey, by the way, sorry für diese ganzen Naja-Sätze, aber wir waren jetzt in Island mit Rumatra, Noriax und Alexis und Noriax und ich haben immer angefangen, so diese Naja-Sätze zu sagen. Immer so, naja, also ein Ferienjob ist ja nicht immer gleich ein Ferienjob. Wenn man das distanziert betrachtet, ist es so ein dummer Joke. 6. Ich mache Social Media und bin selbstständig, also ist das Gehalt immer sehr unterschiedlich. Und was genau, würde ich jetzt hier nicht sagen, also wie viel ich verdiene. Aha, da ist auf jeden Fall Geld im Spiel. Ja, finde ich gut, aber eine Partnerin zu haben, die Social Media macht, hatte ich jetzt 1,5 Jahre, deshalb muss ich gucken, wie es weitergeht. Hanna, no front, Hanna, no front. Ja, also ich mache eine Ausbildung als Mediengestalterin aktuell, also verdiene ich Naja, ich mache eine Ausbildung als Phoebe-Abonnentin auf Twitch. einfach nichts so gefühlt, also ich bin broke. Ich muss tatsächlich sagen, mit dieser Frage habe ich jetzt nicht so extrem viel dazugelernt. Ich weiß jetzt so ein bisschen, wo die Leute arbeiten. Scheiße, Digga, wir haben 3 Minuten in 9 Minuten geguckt. Das ist eine Frechheit. Ich muss weniger stoppen. Dann würde ich tatsächlich die Nummer 4 rauspuppen. Wegen den Schuhen. sorry. Aber dieses funktionell, das passt voll zu dir. Ja, okay, fair. Ja. Der Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich, hallo. Was schöne Haare. Ja, sorry, dass es nicht Wie immer Sophie noch irgendein Kompliment machen muss, dass die Person sich gut fühlt, wenn sie raus ist. Aber was sagst du da dann vorne? So, ja, naja, das hässliche Schuhe, geh wieder. geklappt hat. Aber ich habe ein kleines Geschenk für dich dabei. Und zwar ein Schokobon. Und jetzt verpiss dich. Aber jetzt bitte abfahren. Tschüss. Tschüss. Und jetzt weg. Tschüss. Schön, dass du da warst. 3, 2, 1. Und Bub. Und Bob. Oh, shit. Okay, alle sehr baggy, würde ich sagen. Ich finde tatsächlich die Ugg Boots, die haben auf jeden Fall gewonnen. Ich finde mit diesen Trainerhosen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Also ich fühle Ugg Boots. Ich finde Ugg Boots nice. Abgesehen von, dass einem Tier die Haut weggerissen wurde und irgendwie so geputzt, finde ich die nice. Aber das ist ja immer noch nicht geil. Ich weiß nicht. Ich dachte, glaube ich, so ein bisschen, okay, ich check das so ein bisschen, der Cozy Fit, so, you know. Es ist ja auch ein Cozy Fit, aber jetzt im Nachhinein eigentlich schon sehr, sehr ugly. Und so. Das drippt schon ordentlich rein, auch wenn ich die Socken jetzt noch ein bisschen, ja, so ein bisschen okay finde. Aber es ist kuschelig. Es ist kuschelig, das ist cool und ich mag kuschelige Sachen, außer dein Hund. Dann, ja, Nummer Auch ein guter Front eigentlich. 2 sind die Hosen leider. Ich muss sagen, es hat so kleine Fronts drin, die ich actually gut finde, aber viele Leute haben die, glaube ich, nicht gecheckt oder nicht appreciated, Digga. Tatsächlich, ich nenne es Mal was anderes? Ja, ich würde es mal so Sushi-Hosen nennen.
Weil es wie so eine Sushi-Rolle halt, wenn es so eng ist. Digga, das ist so ein Front. Sushi-Hosen, ich sag Hosen, die so ultra eng sind. Eigentlich sind so diese typisch schwarzen Latex-Hosen, die so manche Girls anhaben. Das sind so ultra-Sushi-Hosen. Aber das sind auch Sushi-Hosen, wenn die halt so viel zu eng sind. Eingerollt ist, es ist jetzt nicht so mein Vibe. Okay. Nummer 3 ist ein bisschen Es ist nicht mein Vibe, deshalb ist es nicht mein Vibe. Wortspiel. edel. Finde ich auch gut. Nummer 5. Ja. Ja, ist okay. Nummer 5 sieht halt straight up aus wie Merleperle. Ich dachte auch bis zu diesem Zeitpunkt, das ist Merleperle, weil die gesagt hat, die macht irgendwas mit Social Media, relativ dünn, diese Schuhe, Hose, es könnte einfach Merleperle sein. Und Nummer 6 finde ich cool. Nummer 6 ist so am ehesten Digga, Nummer 6 immer noch Average Phoebe-Viewerin. dein Style, ne? Ja. So ein bisschen chiller. Sie ein sieht auch bisschen- aus, als würde sie skaten oder so. Ja. Das könnte sie ein Kickflip. Ich mag sehr, sehr gerne Musik und Musik ist mir wichtig. Deshalb habe ich meine legendäre Nasenflöte mitgenommen. Die funktioniert so. Wichtig, ultra wichtig. Wer nicht Nasenflöten spielen kann, der muss gar nicht erst kommen. Und das ist auch ultra easy. Da, da, da. Das ist meine Nasenflöte, das war die Schweizer Hymne. Und ich würde jetzt die Nasenflöte rumgehen und jeder darf einen kleinen Song auf der Nasenflöte spielen. Und dann gucke ich mal, wer gut Nasenflöten spielen kann. Ich würde jetzt einfach Naja, es ist ja wichtig in der Beziehung, dass eine Person, meistens manchmal auch zwei, gut Flöten spielen können. Das ist wichtig. hier reingehen. Hallo? Ey, Digga, guck, die Leute sind ausgerastet. Das mit der Nasenflöte war absolut ehrenlos. Will nicht wissen, wie viele da vorher reingerotzt haben. Wir haben die immer geputzt dazwischen. Digga, wir geben die ja nicht, wenn alle krank sind im Januar, einfach so weiter. Die wurde immer geputzt dazwischen, aber das wurde obviously rausgeschnitten, so, ne? Okay, Kandidatin 1. Viel Glück. Ja, Applaus Boah, das klingt schon absolut nasty, ne? für Kandidatin Nummer 1. Applaus für die erste Kandidatin! Wow. Wunderbar, Es kam Luft raus, Applaus. wunderbar. Hä, das geht nicht. Ja, ich würde sagen, Kandidatin Nummer 1 kannst du nicht. Kandidatin Nummer 2. Das ist ein Minus dann, ne? Nee, ich kann's nicht. Kandidatin 3. Leute, Kann niemand ist das eine echt so Nasenflöte spielen? schwer? Kandidatin 4. Ja, das ist Quatsch, Digga. Also, dass niemand von denen Nasenflöten spielen kann. Habt ihr nicht früher in der Schule so in diesem Musikunterricht so eine Box gehabt? Da war so ein Froschkopf drin, wo du so dann eine Nasenflöte und so ein so, ne, diese Dinger. 4. Boah. Ey, es klingt schon eklig, muss ich sagen. Digga, ist das dumm. Nö. Aber machst du das durch die Nase oder durch den Nur Mund? durch die Nase ausatmen. Ja, schade, ne? Nee, geht nicht. Okay. Nummer 6, wir hoffen auf dich. Peter, ich fände es so geil, wenn jetzt nur ein Ton rauskommt. Ich würde vielleicht sogar den Heiratsantrag dann. Ja! Da kommt Ja! Ja. raus. Nummer 6. Nummer 6! Da war was. Nummer 6 war die einzige, die einen Ton rausgebracht hat. Pluspunkt. Direkt nächste Runde, wirklich. Ja. Und ich würde sagen, musikalisch eine 10 von 10. Ja. Hast du toll gemacht. Danke, danke. Ja, es war auch ein cooler Song, den sie gespielt hat, diesen einen Ton. Ich habe mir größte Mühe gegeben. Geht nicht. Boah, das ist voll Lippenstift jetzt. Ja, sorry. Ja, das war meine Taktik tatsächlich. Ich wollte sehen, wer Lippenstift hat. Wer hatte Lippenstift von euch auf? Ja, reicht jetzt auch. Tatsächlich hat mich das gar nicht weitergebracht. Aber Nummer 6 hat einen Ton rausgebracht. Das ist auf jeden Fall ein Okay, Plus. Nummer 6 ist auf jeden Fall weiter. Mir wäre es halt wichtig, dass man in der Beziehung dann auch Nasenflöte spielen kann, mal an so einem Sonntagabend mit einer Kerze zusammen, ein Duett. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Anderes Thema, Sport. Wie steht ihr so zu Sport und was für eine Sportart macht ihr am liebsten? Okay, Kandidat Nummer 1. Was machst du für einen Sport? Ich mache Cheerleading. Oh, hast du dann so ja. ein Cheerleader-Outfit an? Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Girls, die Cheerleading machen, irgendwie immer sass. Die wollen immer so Ami-Girls sein. Die gehen so ein bisschen zu oft in die USA und fühlen einfach so ein bisschen diesen Ami-Vibe ein bisschen zu sehr. Die haben auch so ein Schild an der Tür, wo so drauf steht Home Sweet Home. Ja. Ja. Siehst du dich bei so einem Cheerleading? Würdest du das Outfit? auch im Schlafzimmer dann theoretisch anziehen? Naja. Klar. Ja. Oh. Gut. Kandidatin 2, was machst du für Sport? Die macht einen Backflip auf meinen Schwanz drauf. Ja, gut. Na, ich lasse es. Macht sie nicht. Es war ein Witz. Ich tanze gar. Aber rein vom Ding her hat safe schon mal jemand gemacht, ne? Was denkt ihr, was ist der Rekord beim Smashen von ein Girl hat sich fallen lassen auf einen erregierten Pimmel und hat direkt eingelocht? Es hat safe jemand schon mal so, ich würde so sagen 3,5 Meter sich runterfallen lassen und dann drauf direkt geklappt. Hat es 100% schon mal gegeben. Gerade. Ah. Was? Tanze Garde so.
Ist das so? Ja, das ist scheiße. Also, eine Karneval fühlen ist cool, aber Garde tanzen, du bist zu viel drin, das geht nicht. Irisch? Nein, das ist Karneval. Ach so, oh mein Gott. Oh, aber wenn ihr gleich rauskommt, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen was zeigen. Kandidatin Nummer 3. Was machst du für einen Sport? Also ich habe schon alles ausprobiert und kann auch dementsprechend eigentlich relativ viel, aber jetzt gehe ich gerade nur ins Gym. Immerhin Gym. Ja. Kandidatin 4, was machst du für einen Sport? Ich mache hauptsächlich Ballsportarten, also Digga, Kandidatin 4 steht da wie so ein NPC. Hände immer so unten breit gebaut. So steht sie da. Fußball, Handball und würde aber auch sagen, dass ich einfach sehr gern draußen bin, also wandern, laufen, Average 01099 Hörerin. schwimmen. Fahren? Das steht auf der Bucketlist, konnte ich bisher noch nicht umsetzen, aber will ich übel gerne. Ja. Könntest du es dir beibringen? Ich habe eine Skilehrerausbildung tatsächlich. Ich bin ein ausgebildeter Skilehrer. Ey, Leute, ich habe meine Skilehrerausbildung in Largs gemacht, wo Papa Platte 2 Wochen gestreamt hat. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich bin ausgebildeter Skilehrer. Die Ausbildung ist abgelaufen, weil sie schon 5 Jahre her ist. Aber ich könnte die refreshen und dann bin ich Skilehrer. Also wenn mit YouTube nicht mehr läuft und so, dann werde ich Skilehrer. Lehrer, deshalb könnte ich das, ja. Cute, das wäre eigentlich ein cutes Date. Kandidatin Nummer 5. Wie sieht es bei dir aus? Ich gehe sehr regelmäßig ins Gym und ich fahre seit über 20 Jahren Ski. 20 Jahre. Ja. Ja, das ist eigentlich gut. Ich habe sehr früh angefangen. Meine Eltern haben mich auf die Skier gestellt, wo ich gerade laufen konnte. Same. Mit 2 oder 3 bin ich das erste Mal gefahren. Naja, in Berlin bin ich mit 2 Bergern gewesen, hab Koks gezogen, bin auch Ski gefahren. Was ist für eine Skimarke? Ich glaube Head, aber ich bin mir nicht sicher. Achtung, jetzt kommt ein Witz. Sie sagt, sie hat die Skimarke Head. Ja. Head ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Head ist ein gutes Stichwort. Keiner bei den Reactions hat diesen scheiß Witz gecheckt, Mann. Es war so ein gutes Wortspiel. Naja. Du leihst sie wahrscheinlich immer aus, oder? Doch, sie hat's gecheckt. Sie war die Einzige, die es gecheckt hat. Ich leihe keinen aus, ich habe alles selber. Cute. Kandidatin Nummer 6. Ja, aktuell bin ich gerade auf Sportsuche, weil ich hier neu hingezogen bin. Ich bin auf Sportsuche, Digga. Imagine, man ist auf Sportsuche, weil es so ultra schwer ist. Also ich habe auch schon gefühlt alles durch. Ich habe schon Fußball durch, Tischtennis habe ich auch gespielt. Oh. Ja, das ist eine Sportart, so, das ist anstrengend, okay. Ja, Tischtennis ist safe eine Sportart. Tischtennis, ultra geile Sportart und kleiner League. Vielleicht gibt's in diesem Jahr ein Tischtennis-Turnier auf Twitch und dann werden wir mal gucken, wer gewinnt bei diesem Turnier. Es ist nicht nur Ball hin und her. Ich habe auch Badminton mal gespielt. Ski bin ich auch einmal gefahren. Also Tischtennis finde ich cool, Badminton finde ich sehr, sehr cool. Ich spiele sehr, sehr gerne Badminton. Deshalb, ja gut, Nummer 6 bleibt eh drin, weil sie den Ton hinbekommen hat. Aber cool. Nummer 5 aber auch cool mit den 20 Jahren Ski. Ja, das ist auch cool. Auch sehr cool. Sehr, Okay, basierend darauf musst du jetzt aber eine rauswählen. Ich habe tatsächlich eine ganz klare Meinung und zwar müsste die Nummer 2 raus, wegen den Hosen und Ja, Sushi-Hosen und Karneval, das muss weg. Karnevalstanz ist jetzt nicht so mein Nicht dein Ding? Kryptonit, sage ich mal. Es ist aber super cute mit diesen Hüten. Ja, das sieht tatsächlich sehr affig aus. Also kannst du nicht hingehen und sagen, also Naja, also wenn man das genauer betrachtet, sieht das ultra scheiße aus. eine Sportart ist Karnevalstanz. Das ist übelst anstrengend. Mach mal dein Bein hoch. Probier Geht höher. das so? Bis hier. Ich mach's mit dir gerne zusammen. Dann Kandidatin 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Wie heißt du? Melina. Boah, Digga, das war immer so unangenehm, ne? Ich bin so schlecht socially. Auch mit Girls, Digga. Ich bin nicht Mark Eggers. Ich kann nicht da hingehen und dann so, ey, oh, was geht ab? Ich bin einfach so ein Opfer, das so in der Schweiz wohnt und irgendwie Skifahren kann und irgendwie so Videos macht. Aber ich bin so schlecht, Digga. Ich finde den Tanz gerade cool. Wollen wir zusammen tanzen, Zwiebeln? Ich habe hohe Schuhe an. Aber das haben doch in Köln die Gardemädchen auch immer. Ja, aber nicht so hohe. Aber doch ein bisschen. Spagat Ah, ja. Oh, Mach okay. mal. Ey, Leute, die einen Spagat können, irgendwie ein bisschen sass, sag ich auch. Und Spagat. Und los. Boah, wenn da die Hosen gerissen wären, das wäre in diesem Setting ein bisschen ungünstig gewesen. Boah. Aua. Mit Jeans, Digga, what the fuck? Mit Jeans. Mit Jeans, da hast du dir tatsächlich einen Schokobon verdient. Dankeschön. Ey, die Schokobons habe ich 5 Minuten vor der Aufnahme im Backstage geklaut. Ich habe die gar nicht selber eingekauft. Aber alle denken, sie sind von mir. Danke, dass du da Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao, danke. Jetzt du Spagat. Ich kann keinen Spagat. Den hier habe ich mal so ein bisschen, aber ich kann den nicht mehr. Oh, Digga. Nee, mehr kann ich nicht. Tiefer. Ich drück dich. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Okay, nächste Runde. Man muss die klassische Frage stellen. Ich glaube, die gehört einfach dazu. Was ist so eure Lieblingsbewegungsart
Lieblingsband oder Lieblingsmusiker und in welche Richtung geht das so? Kandidatin Nummer 1, was ist deine Lieblingsband? Okay, ich sag ganz kurz rein vom Aussehen. Nummer 1, Capital Bra 187. Nummer 2, Taylor Swift und David Guetta. Nummer 3, ja, also ich höre 1999 an Mike Hunterite, Chiagu, Ennio, Provinz Jeremias, das ist meine Lieblingsband. Die hier hört wahrscheinlich noch DJ Bobo und die hier hört Travis Scott und Playboi Carti. Also du kannst eigentlich jeder hier so zuordnen. Oder dein Lieblingsgenre? Genre ist so Army-Rap, aber Band ist AC/DC und halt Musiker Reezy. Okay. Das macht keinen Sinn. Army-Rap, Lieblingsband AC/DC und dann Lieblingsmusiker aber Reezy. Das passt alles nicht irgendwie. Kandidatin 2, was hörst du so für Musik? Das ist ganz schwierig. Ich höre irgendwie alles. Aber im Moment höre ich sehr viel Alligator. Boah, ja, also ne, Alligator, Philo hat es in seinem Stream gut beschrieben, ich habe seine Reaction geguckt. Alligator ist so, das hörst du, aber das hörst du nicht auf Ernst. Irgendwie so ein bisschen wie Kummer irgendwie. Oder checkt ihr so Leute, die so gute Musik machen, aber man hört das eigentlich nicht auf Ernst. Man hört das mal so ab und zu, wenn man so ein bisschen auf den Text hören will, aber das ist von niemandem ist das der Lieblingsmusiker, glaube ich nicht. Alligator. Ja. Kandidatin 3, was hörst du für Musik? Ja, durch meinen Job höre ich eigentlich echt alles Mögliche, aber hauptsächlich Hip-Hop und Deutschrap. Welche Richtung so? Gerade sehr viel Bolo Boys, wenn das... Naja, Bolo Boys, Marco, stimmt, kommt auch noch rein, BHZ, 1 und 2 Boys. Und dann, ja, sonst Kwame, Kwame, Tom Hanks. OG Kimo. Also passt auf jeden Fall, also sie passt zum Outfit und zu den Schuhen und zum Job. Musik passt alles zusammen bei ihr. Findest du das gut oder nicht? Naja, also ob ich das gut finde, ist eine Frage der Perspektive. Es passt auf jeden Fall, ob ich es gut finde, sehen wir nachher. Okay. Kandidatin 4, was hörst du für Musik? Also, wenn ich feiern gehe, am liebsten Techno. Und ansonsten höre ich aber auch Deutsch und Pop. Aber ich bin sehr flexibel, ich höre ganz viele verschiedene Musik. Ey, niemand von denen hat so eine konkrete Antwort gegeben. Geh einfach hin, sag BAZ, fertig. Was sind so deine Künstler, die dir jetzt gerade einfallen würden? Bennett, der hat den Remix von Was Your Torchemin gemacht, weil ich früher sogar im Chor diesen Song gesungen habe und ich das so krass fand, dass dann irgendwann dieser Remix rauskam. Kandidatin Ich weiß nicht, von was sie redet. 5, was hörst du für Musik? Ich höre eigentlich fast jedes Genre, also von Rap bis zu Klassik. Klassik mag ich tatsächlich auch voll gerne, klassische Musik. Aktuell höre ich viel 21 Savage, Kendrick Naja, also ich mag klassische Musik. Ich höre momentan viel 21 Savage, Kendrick Lamar. und Metro Boomin mag ich sehr. Metro Boomin, Want Some More. Was hörst du denn für Musik? Ich höre, glaube ich, fast Ja, ich bin auch so ein Average New School Andy. nur Deutschrap tatsächlich. Ich bin so gar nicht im Ami-Rap drin. So die Klassiker halt, ne, BAZ. Rin jetzt wieder, auch QMI, Ikimel, die ist so ein bisschen neuer, die macht so Techno, Beat-Raps, also so in diese. Oh, sweet baby Jesus, ich hab gesündigt, komm ich trotzdem in den Himmel. Richtung ist so. Okay, basierend auf dieser Antwort musst du aber jetzt eine rauswählen. Ich würde. Ja, ich glaube, bei diesem Punkt wusste ich nicht genau, wen ich rausvoten würde, weil das Ding ist, niemand ist bis zu diesem Zeitpunkt so richtig krass, aber also es fällt so niemand ab, es war alles irgendwie, war so ein bisschen so, ja, okay, ist cool, aber jetzt auch nicht so ultra crazy. Glaube ich, Nummer 4 rauswählen. Was? Warum? Oh shit. Einerseits wegen dem Style, Die fährt 20 Jahre Ski. aber Skifahren ist halt nur das halbe Jahr und nur die halbe Miete. Ah ja, du bist doch Schweizer, du willst doch Skifahren. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen wegen dem Style, weil es ist extrem schwer. Alle hören irgendwie so die ähnliche Musik und so, deshalb muss ich jetzt hier auf Style gehen. Ich finde es voll gut passen. Ja, Digga, ich hätte irgendwie jede rausschmeißen können. Sag ich ehrlich da. Egal. Bei diesem Punkt. Naja. Egal. Dann Kandidatin Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Naja, dann verpiss dich jetzt bitte. Hallo. Wow, du siehst so hübsch aus. Moin. Hallo. Ey, Digga, der Unterschied ne, von Sophie, oh, du siehst so hübsch aus, dann komm ich, moin, wann jeder ab. Damn. Heute hat es nicht gereicht. Sorry. Ist okay. Aber willst du Daumenkampf spielen? Ja. Okay. 3, 2, 1, go. Ey, die ist auf jeden Fall schon gut gebaut, ne? Die geht wahrscheinlich ab und zu auch ins Gym oder so. Ja, aber Daumenkampf keine Chance, das kannst du, ne? Ja, kannst du vergessen. Ey, by the way, auf Twitch eine Daumenkampf-WM wäre doch mal was, oder? So eine Daumenkampf-WM zu machen. Also, dass einfach so Leute kommen und der Stream besteht einfach nur daraus. Playoffs, Gruppenphase mit Daumenkampf. Man müsste so ein bisschen die Regeln ausklügeln und dann einfach so eine Daumenkampf-WM zu machen. Okay, Mann. Okay. Tschüss. Oh, ja, du darfst tatsächlich einen Schokobo haben. Vielen Dank. Bitte. Danke, dass du da warst. Tschüss. Boah, sieht sehr sportlich aus. Ja. Okay, dann jetzt. Ja.
Okay, welches Outfit findest du auf Anhieb am coolsten? Tatsächlich Nummer 4. Das ist das coolste Outfit. Ich mag den Hoodie von Ola Kala. Ja, Nummer 4 ist irgendwie das coolste Outfit. Ist jetzt auch nicht das geilste, was ich so allgemein gesehen habe, aber es hat irgendwie so jemand gefehlt in der Folge. Wisst ihr, wie ich meine? So irgendwie so dieses gefehlt so ein bisschen. Kopfhörer kommt geil, das Shirt so ein bisschen unten raus. Allgemein, ich würde sagen, Style ist momentan Nummer 4. Am coolsten. Wie stehst du zu Nummer 3 mit den... Ja, ist auch cool. Ja, Nummer 3 ist halt wirklich gebaut wie so eine Rugby-Spielerin. Aber ich weiß, was sie für Sport macht, weil sie auch noch bei einem anderen Format dabei war. Und dann macht es Sinn. Ja? Und passt auch wieder zum Findest du witzig? zum Gesamtbild. Also ich finde so Nummer 3 so sehr, da passt alles. Da passt alles. Safe. Nummer 1 hat sich leider wieder ein bisschen verschlechtert, weil ich Bauchnabelpiercings nicht so mag. Echt? Ja, Nummer 1 ist Quatsch. Nee, ist nicht so mein Ding. Okay. Und Ja, ist Quatsch, guck, die Trainerhosen, Akku. Was hat sie sich gedacht? Sie hat sich gedacht, sie geht in dieses Format, will gewinnen und zieht dieses Outfit an. Es macht keinen Sinn. Ey, wenn du zuguckst, sorry, aber es macht leider keinen Sinn. Da musst du was Besseres anziehen, das geht nicht so. Nummer 2 ist Nummer 2. Aber die haben, Nummer 2 ist Nummer 2. also sie hat viel Schmuck. Könnt ihr mal alle eure Hände Ja, könnt ihr mal zeigen? eure Hände zeigen? Okay. Hände. Ne, ich guck das jetzt hier an, aber ich hatte gar keinen Plan. Digga, ich habe keinen Plan von Fingernägeln, keinen Plan von Haaren. Ich bin nicht so jemand, der so krass darauf achtet, Digga. Dann gucke ich mir das an und denke so, okay, gut, Fingernägel, cool. Ein bisschen. Oh, okay, aber Nummer 2 hat krasse, wie sagt man den? Krasse Nails. Krasse Nails. Ey, du hast es echt genailt. Wie fandst du den? Hilarious. Nummer 3 hat auch Nägel und Nummer 4 auch. Findest du das gut so? Ich finde es gut, wenn Leute prinzipiell Nägel haben, ja. Okay. Du kannst jetzt eine Frage stellen. Ja, ich würde tatsächlich zur Box greifen. Okay. Geht das? Ja, der Joker. Ich nehme jetzt einfach eines raus. Ja. Da ist ein Dart drin. Okay, der Joker ist anscheinend, dass du einen deiner Kandidaten rauswählen musst, und zwar indem du sie rauswirfst. Du musst entweder Nummer 1, 2, 3 oder 4 rauswerfen. Die Distanz kannst du dir selber entscheiden. Das Gute an dem Joker ist, du weißt gerade nicht, wie du dich entscheiden würdest, aber der Joker hilft dir dabei. Tut mir leid, ich werf jetzt. Okay, ich sag's wie es ist. Ich konnte mich so weit wegstellen, wie ich will. Und ich kleiner Smartkopf, bin natürlich nah genug rangegangen, dass ich ungefähr zielen kann, weil ich wollte eigentlich die Nummer 1 rauswerfen. Und ich kann ein bisschen Dart spielen, deshalb, ich sag mal so, ich habe das Spiel gewonnen. Guckt. Oh, ich habe die 1 getroffen. Oh, scheiße, Mann. Die 1. Die 1. Das war Schicks. Ja, das ist jetzt aber unlucky. Ey, aber ganz kurz, wenn wir schon hier sind, ich muss einfach kurz Darts werfen. Triple 20. Triple 20. Triple 20, ja. 180. Saal. Mitten ins Herz. Also Nummer 1, der Dart hat leider entschieden. Du darfst jetzt hervorkommen. Naja, eigentlich hat nicht der Dart entschieden, sondern der den Dart wirft. Denk mal drüber nach. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, aber die war eigentlich voll sympathisch, muss ich sagen. Auch danach und so noch. Ich glaube, die war auch schon ein paar Mal im Format. Die hätte sich einfach anders anziehen müssen, Digga. Du wirst so nicht gewinnen. Außer vielleicht Paulo Muck steht da. Okay, ja, dann hast du eine Chance, aber es ist schwer sonst. Live, der Darts hat die 1 getroffen. Alles gut. Halbfinale. Alles gut, ich war schon 5-mal da, ich verbiss mich. Woo! Lass mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wo es ja gehen soll, ne? So datingmäßig. Ich hatte by the way noch nie ein Date in meinem Leben. Ich hatte noch nie ein Date, no joke. Ich hatte noch nie ein Date mit einer Person, die ich noch nicht kannte, wo ich die getroffen habe, mit irgendwie Essen oder irgendwas. Hatte ich noch nie. Warst du aber Mensch. Ich hatte noch nie so ein Kennenlern-Date. Aber ich mach bist das du aus jemand, Spaß. bist du jemand, der eigentlich nur schreibt? Ja, ich schreibe ein bisschen Zeit vertreiben. Naja, so Tinder und Snapchat sind schon 2 gute Apps tatsächlich. Okay. Wie wird für euch so ein perfektes Date aussehen? So, was würdet ihr machen? Wohin würde man gehen? Ich gehe in den Restaurant, auf meinen Rheinland, pumpt sich die Olle, ne? Kandidatin Nummer 1. Wie würde für dich ein perfektes Date aussehen? Also ich wäre eher so für was zusammen einkaufen und dann halt zusammen Essen machen, anstatt irgendwie essen zu gehen oder so. Dieses Klischee, dass der Mann zahlt. Ja, ist geil, was kochen. Dass wir halt dann einfach zusammen was essen, dann Film schauen und ja, uns einfach Ja, ist das entspannen. Geschichte. Okay, Nummer 2, wie wird dein Date aussehen? Ich würde es ein bisschen von der Jahreszeit abhängig. Naja, ich würde 1999 gucken gehen, danach würde ich ans Marco-Konzert, dann würde ich vielleicht, bevor wir schlafen gehen, noch kurz ins 1 und 2 Konzert. Dazwischen müssten wir noch das BAZ-Konzert gucken und dann noch in den Vintage-Store. Machen. Ich würde im Sommer echt voll draußen wandern, irgendwie geile Snacks essen, Ja, wandern aber eigentlich schon geil als Date, sage ich. Getränke einpacken und sich dann irgendwo auf dem Weg da ein schönes Plätzchen suchen und einfach unterhalten und später dann
wenn es matcht, noch irgendwas Cooles machen. Und Winter würde ich sagen, ja, ich liebe halt Sauna und sowas. Ich weiß nicht, aber es wäre wild fürs erste Mal eigentlich. Ja, Sauna wäre schon ein bisschen wild fürs erste Krass, Mal. ja. Aber man kann ja auch voll reingehen direkt, also muss ja nicht noch zurückhalten. Bist du so jemand, der so direkt in your face rein? Ich hatte noch nie ein Date. Ja, aber würdest du theoretisch, wenn du jemanden auf ein Date einladen würdest, in die Sauna das gehen? Das ist Quatsch, das geht nicht. Würdest du schwimmen Sauna gehen? ist schon, schwimmen wird gehen, Sauna, ja, ist aber cool, so mäßig. Okay, Kandidatin 3, wo würdest du auf ein Date gehen? Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall so ein Activity-Date machen. Also Ey, Activity Date, ich habe das Wort zum ersten Mal gehört da. Aber das ist wahrscheinlich wirklich ein Wort, wenn du halt ein Date machst, wo du irgendwas machst, also Skifahren oder so. nicht, dass man Activity spielt, sondern dass man halt was unternimmt. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, warum auch immer, ist Minigolf. Und ja, dann so gucken, wohin der Tag so führt. So, ich hätte eher so dann so ein Sponti-Ding draus gemacht. Keine Ahnung, dann vielleicht so ein Café, so ein bisschen was essen gehen und dann vielleicht, je nachdem, wo man das macht, dann zu jemandem nach Hause gehen und so einen Filmabend dann noch Wo man das macht. machen. Je nachdem, wie lang das Date geht. Crazy. Ich finde Minigolf wirklich cool, weil dann hast du so ein bisschen so eine, wie sagt man dem, man kann gewinnen. Ich glaube, das ist immer cool, wenn so ein bisschen was Ehrgeiziges dabei ist. Ja, das ist actually geil. Date so ein bisschen, da muss eine Challenge sein, weil dann kann man sich so ein bisschen challengen gegenseitig, dann checkt man so, wie sind die Leute drauf, das ist geil. Da sieht man auch direkt den Charakter so ein bisschen. Ja, ja, genau. Voll. Ich finde es dann cool, wenn man so ein bisschen stichelt und so. Ich glaube, das ist Minigolf gut. Und ich finde es immer gut, wenn man so eine Aktivität hat. Ich wusste nicht mal, das ist das Wort, wie hast du es gesagt? Activity-Date. Activity-Date. Ich hab mir das ist gerade aus der Nase gezogen. Ja, das ist der Fachbegriff. Das finde ich cool. Da macht man so ein bisschen was, da muss auch nicht immer durchreden. Man kann sich auf den Schlag konzentrieren und einlochen. Ich Okay. mag zum Beispiel auch Skifahren, Guter Witz. ist meiner Meinung nach immer noch Really? das Du Beste. magst Skifahren? Nee, Skifahren ist das beste Date, meiner Meinung nach. Klar, ist in Deutschland ein bisschen schwer, aber Skifahren ist geil, weil, wenn das Date gut ist, dann kannst du zusammen Skifahren und auf dem Lift reden. Und wenn das Date schlecht ist, dann kannst du auf dem Lift so ein bisschen reden, aber immer noch Skifahren. Ja, Weißt du, ja, ich meine? safe. Also Und- du hast so Win-Win-Situation Skifahren. Und wenn du absolut gar keinen Bock hast, dann fährst du einfach weg, Digga. Fährst auf die Piste runter und kommst nie wieder. Gehst auf die andere Seite vom Berg und chillst dort in der Hütte und trinkst dir einen rein. so oder so Spaß. Und Ob's wenn es ist gut oder läuft, nicht. könntest du auf der Gondel auch dann so cute cuddly Ja. werden und dann wieder Skifahren, wieder so Activity. Ja, So. also Wird man beim ersten Date cuddly? Ich habe keinen Plan, Digga. I guess. Oder ist es weird? Ich weiß nicht. Skifahren meiner Meinung nach bestes Date, aber Minigolf kommt auch sehr, Okay. sehr nah ran. Basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber eine rauswählen. Spielen wir Minigolf und wir fahren dorthin mit meinem Golf Mini. Naja, ich halt mein Maul. Ich glaube, die Entscheidung fällt auf die Nummer 1. 1. Well, Woran well. lag's? Ich glaube, die anderen zwei matchen mir einfach mehr. Okay. Oh, wie süß ich das gesagt habe, aber ganz ehrlich. Naja, also ich glaube, die anderen zwei matchen mir mehr. Dann, Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Schön, dass du da bist. Moin. Hi. Danke, dass du da Vielen Dank. warst. Tschö, tschö. Ich sage einfach Moin, Digga. Tschüss. Dann Finale. Du hast jetzt noch Einfach mal Moin sagen, Digga. 2 Ladies. Ich würde sagen, vom Style her passen die eigentlich beide zu dir. Ja, Style ist bei beiden gut. Die sind beide so, darf ich sagen, das ist so ein bisschen ironisch chiller. Digga, guck mal. Was ist an diesen Stylen ironisch? Nur weil er euch alle anzieht, wie Eligella Viewer. Digga, das sind voll geile Fits, die drei. Also meiner ist, finde ich cool, ich finde die beiden cool. Ich check das nicht, wenn Leute so sagen, so, das ist irgendwie so komisch. Ich check das nicht. Oder? Würdet ihr sagen, das ist ironisch chiller? Was ist ironisch? Hey, Yo Leute, wenn ihr findet, dass dieser Style und dieses Video ironisch chiller ist, dann lasst mal ein Like da und abonniert den Kanal, weil das ist voll ironisch chiller. check schon, was ich Ja, ich weiß auch meine, nicht oder? genau, was es ist. Ironisch chiller ist einfach, sie hat halt so Katzen auf ihrem T-Shirt und er hat eine Kindertasche. Ja, aber ich Ihr find- checkt schon, was ich Ja, meine, ja, oder? ja. Ah, guck, ich hab das, du hast Katzen und du hast hier so einen Fuchs, ein kleiner. Ich würde sagen, das ist krass ironisch chiller auf jeden Fall. Was bei mir bei Girls sehr, sehr wichtig ist, dass sie einen guten Handschlag haben. Also ich mache Ja, dann- Handschläge auch mit Girls. Deshalb würde ich jetzt gerne mal so einen Clap. Ey, ja, man macht Handschläge mit Girls, nicht nur mit Boys. Du gehst hin, yo, what's up, man? Einfach mal einen Handschlag machen, Digga. Seht ihr meine Hand? Wir machen jetzt einfach, Doktor, ich komme so, dann machen wir so einen Clap, okay? Machen wir so einen chilligen. Okay, mach du mal einen Ja, chilligen. der war gut. Oh, der war- oh, der Daumen, der ist geslippt. Nicht so chillig. Ja, der war so ein bisschen gefuddelt. Ja, der war ein bisschen gefummelt, ne? Ja gut, hat mir jetzt auch gar nichts gebracht, dass ich es gemacht habe, aber... Alle Fragen, die ich ausschließlich in diesem Format gestellt habe und alle Aktivitäten, die haben mir nichts gebracht. Ich habe nur Scheiße gelabert, ich habe nichts rausgefunden. Ich musste einfach random Leute rauswerfen. Und wenn jemand was gesagt hat, habe ich es 2 Minuten später direkt vergessen. Es hat alles nichts gebracht. War einfach mal wichtig. War einfach mal wichtig. Zum Schluss kommt die wichtigste Frage der Fragen. Wie steht ihr
zu einem Oberlippenbart und einer Frisur, die so ein bisschen mullet-mäßig ist und einem Topf. Kandidat Nummer 1, wie stehst du zu einem Oberlippenbart oder einer Topfrisur? Ich würde sagen, das ist eine Kombi, die man so richtig ownen muss. Und ich würde sagen, dann kann das extrem nice sein, wenn jemand auch den Charakter dafür hat. Swag. Ich würde jetzt sagen, das passt bei dir auf jeden Fall. Finde ich Ah ja, Sass. Wieso kennt sie mich, obwohl sie mich nicht gesehen hat? Sass. sexy. Und das, obwohl wir uns nicht gesehen haben. Krass. Kandidatin 2, wie stehst du zu einem Topfschnitt? Ja, also Naja, also ich finde Topfschnitt und Schnauz ironisch chiller. ist mir eigentlich relativ egal. Also Hauptsache der Charakter stimmt und nur der Charakter zählt. Nein, also weiß ich, also mir ist es wirklich relativ schnuppe. Welche Haare findest du bei Mädels cute? Ich mag's, wenn sie Haare haben grundsätzlich, das ist schon mal cool. Ja. Dann, wenn sie Haare haben, mag ich so ein, auch so vorne, wie sagt man dem? Bei Frauen, wenn es Pony? Ja, so Pony-mäßig. Aber ich bin nicht so ein Haarexperte tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Also, wenn die Haare schön sind, sind die Haare schön. Aber ich kann jetzt ja nicht keine Fachbegriffe nennen. Blond, braun. Ich finde blond cool, ich finde braun cool. Gefärbt, ja, ab und zu, es muss passen. Ich glaube, gefärbte Haare muss man auch ownen. Ja. Was hast du für eine Farbe? Blau. Blau finde ich nicht so cool tatsächlich. Kurze Haare finde ich nicht Außer es ist eine blaue Mütze und ein blauer Hoodie. cool. Aber ich sehe ja, ich habe beide lange Haare. Das ist schon mal gut. Aber sie hat so rote Haare. Ich bin farbenblind. Wer hat rote Haare, links oder rechts? Rechts. Rechts Das hat rote so Haare. lila Haare, oder? Oder nicht? Ja, da ist auch so Strähnen drin. Ne? Ja. Spielst du Computerspiele? Ja, Was? kommt Naja, ich guck Phoebe. drauf an. Also CSGO, Valorant Ja, oder auch in die andere ja. Richtung Animal Crossing, Pokémon, alles so. Bist du ein Digga, guck mal, wie sie da steht. So verkrampft. Gamer? Ich habe tatsächlich CSGO und Valorant gespielt, ja. Und Minecraft. Wow, das passt so Was für gut ein zwischen Rank bist du euch. in CSGO? Das Schlechteste, aber in Valorant bin ich Ascendant 1. Ich fände es cool, nach dem Nasenflötenspiel eine Runde CSGO zu spielen. Zusammen. Und mit wem? Mit welcher Ja, das ist schon geil. Kandidatin? Ja, wahrscheinlich mit ihr rechts, weil sie CSGO Oh spielt. Ja, shit, oh shit, wir haben eine Entscheidung, holy shit. Dann hast du doch deine Entscheidung. Ja, ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen. Okay. Ich wollte meine Entscheidung nicht treffen, es war schwer. Es tut mir leid, ich würde tatsächlich Emily nehmen. Emily nehmen, ich sag den falschen Namen, ja! Johanna, Das klingt so, als würde ich ein Produkt aussuchen im Laden. Ja, ich hätte gerne die Emily. Sie das ist heißt nicht neues- Emily. Hey, Alina. Johanna, Ich weiß den Namen. Weiß den Namen nicht du mehr. kannst dann jetzt hervorkommen. Hallo! Moin. Hi. Okay, freut mich. Hey! Hi. Oh, das sieht cool aus. Danke. Hat leider nicht gereicht heute. Tut mir Was leid. denkst du? Wäre Ja. es wert gewesen? Top-Style auf jeden Fall. Pup. Gracias. Danke, dass du da Vielen warst. Dank. Tschüss. Tschüss. Und Okay, weg. dann die Gewinnerin. Boah, das ist so unangenehm in echt, ne? Wenn die letzte Person rauskommt, weil das ist dann so dein Date, weiß ich nicht was, man. Boah. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Gang. Und das erste, was ich sage, Gang. Ich fass es nicht. Was geht? Hi. Freut mich. Hallo! Hi. Schön, dass du da bist. Ja, Was denkst du? Coole Tasche, ich mag die ist cool. Danke. Cooler Hoodie. Danke. Ich mag ihn auch. NPC-Gespräch. Du war deine Gewinnerin? Ich habe den Hauptpreis gewonnen. Oh, süß. Sage ich nie wieder in meinem Leben, wirklich. So süß. Okay, dann Boah, war das unangenehm. Holy shit, Digga. What the fuck? ihr zwei Ja. geht in euer Date. Ey, man kennt mal keinen Akku mehr, aber ich lass jetzt fertig laufen. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Ach, sie werden so schnell erwachsen. Der Adi. Irgendwann. Ich wusste, er findet die Liebe seines Lebens. Yo Leute, ihr seht mich nicht mehr, aber vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und hört meinen neuen Song Wie bist du auf Spotify an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.